So, moin heimul bei meinem echten Tutorial. Ich werde euch heute weisen, wie man so ein iTunes Wallpaper machen können. Und das werde ich euch mit dem Photoshop CS4 weisen. Und es läuft über Mac. Bon, wir machen mal ganz einfach ein Foto ab. Und wir entschlüsseln die. Dann holen wir ein Zauberstabwerkzeug. Und wir klicken das an, was wir noch nicht brauchen. Das heißt, in meinem Fall ist das alles, was himmelblau ist. Das geht da ganz einfach mit drauf klicken und eben das Löschtaste gelöscht an. So mit ist dann die Farbe wäsch und das durchsichtig auf der Platz. So, dann gehen wir hin und wir radieren den Rest und dann mal einfach wäsch. Natürlich muss man für die Auswahl abheben, indem man Command D drücken. Und dann sehen wir mal einfach hier rundherum die Sache lassen, für dass man dann ein bisschen mehr eine Übersicht tun, was als Motiv ist. Hallo, gehen wir hin und machen mal eine neue Datei ab. So, hallo machen wir so, dass man ganz einfach mit dem Füllwerkzeug eben eine andere Farbe machen. Das heißt, ich will in meinem Fall so ein Blue Move. Ja, aber so. Und wir füllen eben neues Hintergrund. So, wenn wir dann das gemacht haben, gehen wir zurück bei das Bild. Und mit dem Verschiebwerkzeug können wir dann einfach als Motiv rüberziehen. Und mit Command T, muss man ein bisschen rausgehen, kriegen wir dann hier so ein Fenster hin, so ein Viereck. Mit Shift angehalten können wir die dann zusammendrücken oder so nicht sehen. Und als Motiv geht dann eben wie klein oder wie groß. So. Schauen wir Motiv auf der richtigen Platz, eben wie wir es wollen. Und das bestätigen wir, indem wir Enter drücken. Wir holen noch einmal Gummi. Und wir merken, schon für da haben wir das schon noch nochmals gemerkt, dass wir Punkte nach rundherum haben, die auch schwarz wären. Das heißt, wir holen die einfach mal weg. So. Okay. Wenn wir das da gemacht haben, gehen wir hin und wir lassen einfach mal das Ding so da wie das. Aber wir machen eine neue Ebene. Eine ganz neue Ebene und jetzt dran. Dann haben wir Command und wir klicken auf die Ebene 1, da wo das Motiv dran ist. Wie man gesehen, geht da ganz einfach hier als Motiv ausgewählt. Und der Rest, das heißt, hier im Fall ist alles, was Mauve war, Mauve Blue, das geht nicht gewählt. Wenn man dann als Füllwerkzeug holen und dann schwarz klicken, können wir an dem mal dabei Motiv klicken, ganz Motiv schwarz machen. So. Dann mit Command D Auswahl abheben und dann mal ganz einfach schon als schwarz Silhouette. Wie man gesehen, wenn man mit dem Verschiebwerkzeug gucken gehen, wir ändern oder nach als Original Foto. Ja. Das lassen wir aber mal so. Und dann brauchen wir, wie in Heilo gerade gesehen, Kopfhörer. Die Kopfhörer sind ziemlich einfach zu machen. Wir machen einfach mal eine neue Ebene ab und jetzt dran.
wenn man dann die Ebene hun, klick mal auf die Ebene, und wir holen als schwarz Ebene wäsch. Dann malen wir mal einfach, das ist dann auch so ein klein knifflig Sache, wo man da muss den Kopfhörer malen. Ja, ich gebe so ein, ich mache da auch ein bisschen am nicht genauen. Ich probiere das aber ungefähr hinzukriegen, dass es am einfachsten sich vorstellbar ist. Bon. So. Und dann meistens ist noch so ein großen Rand innen. Dann holen wir einfach ein Lichtgrau und wir machen hier ein Grau-Farbe. So. Ja. So ist einmal gut. Und dann für die Kabel holen wir ganz einfach du als Zeichenstiftwerkzeug und dann ja an ja da machen wir dann de Kabel, die muss dann so leicht geschlängelt, also wie wann eben an Bewegung wäre, muss man den dann so leicht am geschlängelten bis zum Beispiel hier an Buchsentasche machen. So, wenn wir da tun, gehen wir zurück, aber machen den Pinsel, ich will so mal 2 Pixel. Der Kraft bisschen Mana und wir behalten das bei. Da gehen wir zurück, wir drücken rechts, Farbkontur füllen und wir den Pinsel. Okay. Wie ihr seht, wird den Lot Farbe beibehalten. Das ist die grobe Farbe, das heißt mal wieder weiß wie Kabel aus und dann drücken wir okay. Normalerweise müsste das dann auch klappt und so. Das mal ein Kabel holen. Okay, Kabel sieht ein bisschen komisch aus. Nee, das ist aber an der Reihe so. Und dann haben wir noch ein zweite Ohr. Da sehen wir aber natürlich den Ohrstöpsel nicht. Das heißt, wir gehen einfach hin. Und wir ziehen nach den zweiten Teil vom Kabel, der bei das an das Ohr geht. Und in meinem Fall hält den doch schon noch da ab. Mit anderem Farbkontur füllen, okay. Mal gucken, was da tun. Bon, wie gesagt, ist das ein bisschen komisch gehen mit meinem Ohr. Da. Nee, das ist aber das Prinzip, wie es gemacht wird. Dann will ich just noch etwas, und zwar den Text. Den Text, den setzen wir ungefähr hier hin. Wir schreiben eben hin, let's write, wie steht lo. Und natürlich die Farbe. Die setzen wir auch an schwarz. So. Das wäre eigentlich schon gewesen. Das heißt, Loma als Bild. Ich so merci für no gucken. Ich gebe mich auf Kommentare freuen und ja, abonniert mich von der Welt. Ich mache noch andere Videos eben, was mehr an Filmerei geht, nicht Tutorial. So, merci und bis die nächste Kehr eben.